Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ja, das neueste Video ist ein bisschen wieder so ein bisschen oldschool, wo ein bisschen mit GTA und Scheißebau im Hintergrund und das Ganze ist auch ein bisschen Aura Voice. Und ja, ich erzähle in dem heutigen Video ein bisschen darum, was ich meine letzte Panne war und wie das so abgelaufen ist für alle, die das noch nie hatten oder so, dass die wissen, was möglich wäre. Es war so, ich bin Sonntag von Deutschland heimgefahren. Also es war am 1. Dezember und ich habe mir an dem Tag, wo ich heute noch ein bisschen Ruhe hatte, so nachgedacht, so wie wäre das, wenn ich jetzt, es ist so kalt draussen, arschkalt draussen, alles, wie wäre es, wenn ich das Auto nicht anbringe, wenn die Batterie drin ist oder wenn sonst irgendetwas am Auto ist, wenn ich, oder wenn ich später gewonnen habe. Ist mir ein bisschen der kalte Druck da abgelaufen. Ich bin dann noch zum Auto gegangen und auf dem Weg hat mich schon jemand gefragt, du hast Überbrückungsgabel. Ich habe gesagt, nein. Das Einzige, was ich hatte, aber ich habe gedacht, du bist ein bisschen egoistisch, ich brauche es mich selber, aus dem bin ich gar nicht mehr sicher, so je nach Auto und so, wie man das überhaupt macht. Ganz ehrlich, wenn es ein neues Auto ist, oder so nicht, dass nachher das Teil noch leer ist. Genau, und dann bin ich abgefahren, alles schön ruhig, schöner Abend am Autofahren. Dann auf der Autobahn in Deutschland, habe ich ja schon gesagt, rumpelt es auf einmal und ich denke mir so, Scheiße. Wenn wir ein bisschen Witzchen machen beim Oppi Mazda, hätte ich ihn einfach weggestoßen, das Teil. Keine Ahnung, was es war. Vielleicht habe ich mir auch später überlegt, ist da Panne passiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann am gleichen, also habe ich dann am Tag später, ich kann später sogar arbeiten, nicht morgen um 7 Uhr anfangen wie sonst immer, habe ich dann am Mechaniker, wo ich das Auto abgekauft habe, angerufen und gesagt, nein, falsch, ich bin dann heimgefahren und bevor ich heim war, ist das Problem gewesen, dass ich habe keine Musik gehört, also habe ich dann schon gehört, dass es so ein bisschen geschliffen hat, im Motor. Und dann hat gleichzeitig auch die Batterie aufgeleuchtet, nicht nur einmal geflackert, sondern die ganze Zeit aufgeleuchtet und hat auch, wie soll ich sagen, die Servolenkung hat auch ausgesetzt. Ich habe dann später erfahren, oder herausgefunden, dass es der Keilriemen ist und nicht nur der Keilriemen, sondern der Spanner. Aber das Keilriemen spannt. Ich weiss nicht, vielleicht wäre der Keilriemen noch gut gewesen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass er mir gesagt hat, ja, habe ich ihn gefragt, hat er mir gesagt, ja, du kannst noch heimfahren damit, aber zu ihm fahren. Zu ihm fahren wäre etwa so wie, ja, sind, ich glaube 20 Kilometer oder so. Also, das hätte 2 Batterien gebraucht wahrscheinlich unterwegs wieder. Ja, wäre auf jeden Fall vorher knapp geworden zu ihm und ich hätte wahrscheinlich geschwitzt wie im Ohren, wenn ich Angst gehabt hätte. Auf jeden Fall ist er dann zu mir gekommen, am Dienstag, am 3. Auf dem Abend und hat es aber nicht können flicken, weil eben der Spanner ist noch kaputt gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, kommt später nochmal, ich kann mir den Schlüssel geben, dass er das alles selbstständig machen kann. Dann heute am Mittwoch, am 4. hat er mir dann später geschrieben, du, ich kann es nicht machen. Hure Scheisstag, aber hat viel zu viel Werkzeug, abschleppen und so. Und dann habe ich ihm gesagt, du ja, ich habe keine TCS, aber ich will mir halt Versicherung machen. Ich habe gerade die Versicherung, dann hat er schlussendlich dann die Versicherung ist dann gekommen und also der Abschleppdienst hat uns Werkzeug gebracht. Und dann hat er das können machen. Es ist wirklich für mich super Top-Leistung. Super Dienst, dass ich nicht muss zu ihm fahren und alles, weil ich habe schon genug Pannen gehabt und schon genug aufwendiges Zeug und so und das war wirklich super gewesen. Also ich würde nicht sagen, es ist eine tolle Panne, aber ich würde mal sagen, es ist die stressfreieste oder wie würde man immer sagen, die stressfreieste Panne, die ich schon je hatte. Blöd gesagt, also ich hatte schon Sachen gehabt, dass mir die Kupplung komplett gedrückt hat, ich habe schon Pneu-Luft ist draussen gewesen, ich habe schon gehabt, dass der Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, was auch immer kaputt ist. Was habe ich sonst noch gehabt? Ja, also ich hatte schon Sachen gehabt, die viel stressiger waren. Also das ist noch, ja, ist noch gut gewesen. Und jetzt läuft das Auto wieder. Der Spanner kostet 170 Franken. Ich denke mal, er hat ja neue wie sagt man dem?
Die Gurt, das ist kein Gurt, aber die. Zariemen, genau, Zariemen, keine Ahnung, ich rechne jetzt viel, ich rechne jetzt auch 60 Franken und dann noch eine Stunde Arbeit, also ich hoffe, dass er mit mir als eine Stunde rechnet, ich könnte mir zwar vorstellen, dass er mehr rechnet, weil er müssen hin und her fahren und also sagen wir, sind wir bei, ja, ich hoffe, es kommt nicht über 380 Franken, also 170 Franken für den Spanner, 60 Franken für den Gurt und 150 Franken für die Stunde. Ich hoffe, dass wir dann bei 380 Franken rauskommen, beziehungsweise natürlich umso weniger, umso mehr. Ja, das ist so viel zu dieser Panne. Ja, wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Ich lese ein anderes Video mal wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94. Tschüss.